Guten Abend von Straßburg, guten Abend Charles Görens, Monika Semedo. Merci, dass ihr das hier auch bei mir seid. Ich wollte anfangen mit dir, Monika, weil ich wollte gerne wissen von dir, du hast mitten eine außerordentliche Kommissionssitzung. Kommissionen sind nach knapp zusammengetreten, da gibt es schon eine außerordentliche Sitzung, weil es Probleme gab, da die Präsidentin oder der Präsident von der Kommission Emploi zu designieren. Also es ist gelungen, aber wie ist es gehen? Effektiv, wir hatten Probleme mit der Kandidatin von ECR, die da PiS gehört, der polnischen Partei. Und sie wurde zweimal nicht gewählt, auch nach dieser Woche nach einer sich der Kandidatur gestaltet. Beata Szydło wurde nicht nähert, also als nicht angeholt ging. Das heißt, am Moment gibt noch Kandidaten gesicht no Kandidaten wo net nëmmen mir vun Renew Europe mir auch andere können zustimmen. Dat heißt, am moment hu mir kein Chair, mir kein Präsident, dat heißt, wir sind noch ein bisschen blockiert, aber ich hoffe wir fanden spätestens dann vielleicht auch nächste Woche eine Lesung. Wir warten aber los schon mal gemacht und das war an unserer liberaler Fraktion von der Kommission Emploi et Social schon mal ein bisschen geguckt, welche Rapporte verdient können gehen. Also wir schaffen aber. Also wir sitzen nicht neben du. Heißt das, dass keine andere Kandidatur da war oder wie war das noch immer zu dem eitlen Stuhl eigentlich gekommen, wie du kommst? Wir sind noch davon ausgegangen, dass wir beim ersten Tour Beata Szydło nicht durchkommt, die nächste Jahr vielleicht eine Gegenkandidatin gestaltet gehen. Goufen se net. Sie hat sich nach ein Kehr abgestellt und wie schenkt vielleicht auch nach ein dritte Kehr. Das hoffen wir natürlich nicht. Wir hoffen auf Alternativen und dass dann ECR, den dem Charme von gehört, nun der Verdelung im System dort, dann einfach einen anderen Kandidat proposieren, mit dem wir alle leben können. Das was wir hören von Monika Semedo, dass sie das was wir am Parlament nennen, de Cordon sanitaire. Goufet dat an enger Kommission, wo Dir Member sit an wéier se do aufgelaf? Ja, dat an der Agrarkommission am hunnnen an der Kommission pour les Affaires constitutionnelles. Das ein Arrangement ist Parteien, dat ze Posten am Parlament verdelen oder stärkt vun den Fraktionen. An der komme Leiit, die awer net frequentabel sind, die opgefallen sind durch exzessiv Theorien, durch blessant Formulierungen, die ihr Programm hun den absolut nicht kompatibel ist mit den europäischen Valeuren. An der Sommerreis do wo wir am legislativen Verfahren so leid der Spitze der Kommission hun, da das nicht gut. Und dafür stellen wir dann die Funktionen do eng demokratische Wort. Da mussten wir dezidieren an ame Conscience. An dat lo geschieet an den jeweilige Kommission ass du och nach immer Velo an der Kommission Emploi et Social keng Lesung von gin. Dat gëtt nach viel Hickhack mir sind nächst vor an der zu Bresel, wann die Kommission jetzt Summer kommen an der selbst erlärt wird wahrscheinlich so wie Lo Monika senger Kommission mir gin bis man an der Reihe. Göchte war jo och d'Wiel vun der Europäischer Kommissionspräsidentin, déi et knapp méwer gepackt huet. De Wort war e geheime Wort, weil Dir als awer verruden, wie Dir aufgestimmt huet, Monika Semedo. Ich meine, wir können ruhig gewissen so, wie wir aufgestimmt haben. Und zwar haben wir Madame Ursula von der Leyen approviert, mir für sie gestimmt. Für uns 2 Wochen nach war es eine große Überraschung, dass sie als Kandidatin ob einmal abgedauert ist. DW kritisieren ich persönlich noch immer. Aber Madame von der Leyen oder Präsidentin von der Leyen kann ich ja sagen, als eine kompetente Frau und nicht als eine Frau. Das ist doch eine Signalwirkung von der Europäischen Union zu sagen, eine Frau steht unterstützt von der EU und das ist eine starke Frau. Sie hat an den Fraktionen nicht ganz geglänzt, als aber auf die Forderungen ergangen von all den Fraktionen, von all den Gruppen. Und das hat auch an ihrem Speech gemerkt. Sie hat auch für einen Brief geschickt, wo sie spezifisch auf alles ergangen ist. Hat noch einen kleinen Druck gesagt, auch am Plenum, an was mich an wirklich überzeugt hat, dass sie einem von der AfD gesagt hat, den sie attackiert hat, stimmt. Brauche ich nicht, will ich nicht. Und genau so eine determinierte Frau brauchen wir unterstützt von der EU.
Sie dir derselbechte Meinung, sie die auch ganz überzeugt gewesen von der Madame von der Leyen ihrer Performance gestern Morgen bei ihrer Rede am Plenum noch, wie sie reagiert hat auf den langen Debat an der Plenum gestern Morgen. Also für Puristen ist das doch schon schwer nutzvollziehen, weil der Weg von der Madame von der Leyen bis dahin wäre schwierig. Es wäre mir einfach gewesen, von TVP direkt sie als Spitzenkandidatin aufgestellt hat. Die Madame hat die Überzeugungen, die absolut kompatibel sind mit den europäischen Valeuren. Sie kann sie artikulieren, sie ist fähig, das zu machen, an mich gesprochen, auf eine ganz verständliche und kompetente Manier. Wann Kompetenz ein einziges Kriterium ist, nur dem wir als Entscheidung muss justifizieren, da ging es immer ohne Bedenken. Wir mussten auch wissen, dass wir an diesem Fall möchte an so einem Prozess delen mit dem Conseil, also mit den Memberstaaten. Die Memberstaaten sind auch an einer gewissen Hinsicht an einer misslichen Lage gewesen, weil sie müssen OB-Kandidat einigen. Die Zeit ist ja aber knapp, wir können keinen Stillstand an der Europäischen Union tolerieren. Und dafür meine ich, dass da eine Entscheidung, die man mit ruhigem Gewissen können vertreten. Ich verstehe, dass ein paar die Leute da ernst gesehen, aber die ganze Logik von den Spitzenkandidaten, die muss man überdenken. Ich wollte nachher sagen, dass es keinen Sinn macht, für dass da eine Reinkultur immer zu applizieren, weil wenn die extrem droit die echt sind, an denen ihr Spitzenkandidat wird postulieren, für Präsident von der Kommission zu sein, da sind wir aber sicher mit einer ganz großen Majorität dagegen, für in dem Fall die Methode von den Spitzenkandidaten anzuwenden. Es darf kein Automatismus daran gehen. Und ich meine, hier ist nach Explikationsbedarf. Die Leute, die das nicht verstehen, mir vor sich nicht zu erklären, wir müssen vielleicht auch später noch ein bisschen darüber zurückkommen. Die ganze liberale Fraktion hat ja eigentlich sich positiv der Madame von der Leyen gegenüber geäußert. Was sind er persönlich Wünsche oder was droht dir und Madame oder Präsidentin von der Leyen was muss Silo als ich liefern als Präsidentin von der Europäischen Kommission? Sie braucht so schnell zu liefern, wie das, was sie gestern annonciert hat. Wenn sie das möchte, sogar wenn sie das gegen ganz machen wird, nach viel, aber etwas, was sie relativ schnell kann entwählen, dass das Initiativrecht vom Europäischen Parlament schon in einer gewissen Hinsicht respektiert. Wir wissen, dass dafür muss der Vertrag geändert gehen. Aber sie können aber ganz gut ein paar die Initiative vom Parlament abgreifen. Also, die sind sowieso mehrheitsfähig. Dann machen ich, weil ich das S-Qualität kann machen, und Lenk kann machen, dann lehne ich dann die Proposition de loi näher für ein Parlament, was das Parlament oder nicht darf machen. Wenn es so geht, also wenn sie will, dann kann sie das so machen. Natürlich muss das, was das Parlament proposiert, nicht in allerletzter Quatsch sein, muss ein bisschen was Stroß haben, was das an Europa vorbringt. Madame von der Leyen hat ja effektiv gestern schon relativ viel Versprechen gemacht, was sie in Zukunft will an die Wehr legen. Sie hat auch spezifisch etwas gesagt zu ihrem nächsten Collège des Commissaires. Was genau hat dich da impressioniert? Ich wollte noch so ergänzend zu vier Drücken zu der Frau, weil Madame von der Leyen versprochen, dann den ersten 100 Tagen von ihrem Mandat zu gucken, dass jeder an Europa einen gerechten Mindestlohn kriegt. Ich meine, das war auch ein von den Hauptpunkten an unserem DP-Programm, am Europawahlprogramm. Und ich hoffe, und ich unterstützen Sie natürlich dabei, dass Sie das dann auch an den ersten 100 Tagen umsetzen, neben ganz vielen anderen sozialen und liberalen Mesuren, die mir auch ganz Herz leiden. Ja, sie hat ja versprochen, schon mal vorab gesagt, dass sie gerne Gender Equality hat, das heißt Gleichstellung in den Geschlechtern, das heißt immer einen Kandidaten, einen männlichen und einen weiblichen zu nominieren und dann gehen die zur Wahl gestaltet. Also du hat sie schon mal eine ganz klare Priorität gesagt, an auch Ost, West, an Nord, Süd geografische Faktoren mal dann zu beziehen. Das ist auch manchmal ganz wichtig, weil gerade auch die osteuropäischen Länder fordern, auch noch mehr mitschwätzen zu können. Wir gesehen, dass den September auf derselben Platz rum, dann wird sie wahrscheinlich schon hier Kandidaten dem Parlament präsentieren, die dann hier an Thüringen gehen, an den einzelnen Kommissionen. Und ich meine, da können wir jetzt noch ein bisschen darüber erhalten, wie die Einzelappreciationen an den einzelnen Kommissionen waren. Ja. Bis dahin
sone ich vielmals Merci. Ich gebe euch einen ganz schönen Sommer wünschen und ich freue mich auf euer Gesehen am September. Vielmals Merci. Merci.